Meine Partei der DDR als gegründet gehen Stung für steht, er wird immer für sicher auf fair Pensionen stehen. Fairness heißt, dass Bürger, die an Pensionskäse abbezahlen, ein Maximum Pension für Minimum Risiko kriegen. Leider sind hier Suen an den letzten Jahren immer mehr gebraucht, für politische Ziele von anderen zu implementieren. Das hat relativ harmlos 2010 mit einer Responsible Investment Policy angefangen, für eine Gambia, also nach der letzten Koalition von der DP, LSAP an die Grünen auszuachten. Die Politik hat immer mehr aggressiv die Kontrolle über die Investmentpolitik vom Pensionsfonds überholt, anstatt die professionellen Investmentmanagers frei zu lassen, für hier Arbeit zu machen. Das ist passiert unter dem Deckmantel von den ESG-Kriterien, was für Umwelt, Sozial und Governance steht. Kurz gefasst, Politiker wollen dezidieren, auf was Pensionen von anderen investiert sollen gehen. Wir hatten ja zu dem Thema am Februar 2023 eine Diskussion hier in der Chamber. Wir als ADR hatten die Hoffnung, dass die neue Regierung auch unter der Leitung vom Herrn Frieden, den ich ja gerne als Realpolitiker mit gutem Wirtschaftsverständnis verkauft, nicht direkt zu kommen zu einer mehr rationalen Investitionspolitik für sicher auf Fairpensionen anzustehen. Mit Antwort auf eine Question parlamentär von die Grünen am März weiß, dass das nicht der Fall ist. Dafür habe ich auch das Aktualität schon angefragt, für die Position von der neuen Regierung zu hinterfragen. Aber für allem wollen wir als ADR-Bürger abklären, was mit ihrer Suche passiert, dass die Suche für politische Ziele von anderen genutzt gehen. Das Aktualitätsstand als nicht den Anfang von dieser Kampagne. Was geht es? Wir wissen, dass unser Pensionssystem langfristig unter enormem Druck steht. Zum einen, wenn es eine demografische Krise, wir haben nicht mehr genug Kinder an der Gesellschaft, geht immer mehr alt durch. Zum anderen gehen Pensionen am Moment noch gedeckt durch unkontrollierte Wirtschaftswachstum mit einer Massenmigration über die letzten 20 Jahre. Ganz viele Jungfrontalier und Ausländer sind auf den Arbeitsmarkt dabei kommen, bezahlen Pensionen von Haut und die gehen natürlich mehr an Pension. Wir haben die große moralische Verantwortung, dass auch sie eine wohlverdiente Pension kriegen und nicht nur benutzt gehen, für die Pensionen von Haut zu bezahlen. 2012 ist eine allgemeine Pensionsreform gemacht gehen, für der Evolution entgegenzusteuern. Nur nicht der große Wurf, nämlich trotzdem ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zumal mit der Schaffung von einem Pensionskompensationsfonds von 23 Milliarden als Instrument geschafft gehen, für die Pensionskrise unter Kontrolle zu kriegen oder man Rentenbauer etliche Jahren in Zukunft zu drücken. Mir hat gesagt, nicht gut aus. Ziel war, Pensionen bis 2052 zu sichern. Mit den letzten Zahlen noch sollen sie nicht mehr bis 2042 gesichert sind. Also schon 2027, also in 3 Jahren, muss mehr Pension ausbezahlt gehen, wie Leute an Pension abbezahlen. Der Mangeltum vom Pensionskompensationsfonds, die soll den Mangeltum kompensieren. Und dafür ist der Fonds so wichtig. Weil besser investiert wird, wird wir die Rentemauer von 2042 mehr in Zukunft drücken können. Dafür ist es so wichtig, dass den professionellen Investmentmanager die Freiheit zu lassen, für Arbeit zu machen, an einem Maximum Pension für Minimum Risiko zu kriegen. Mit dem Problem ist, dass das ESG-Kriterien reduzieren als Pensionen. Erstens gehen die Administrationskosten an Blut, weil ein extra Level für Kontrolle gefordert geht, das reduziert automatisch die Rendite. Zweitens, als ein Investmentpool eingeschränkt, das heißt, dass das Portfolio manner stark diversifiziert ist. Ein gutes Beispiel ist die Rüstungsindustrie, die oft antizyklisch ist. Durch den Ukraine-Krieg sind die Aktien allgemein raufgegangen, aber die Aktien von der Rüstungsindustrie geht runter, weil ihre Revenue nur begangen ist. Dadurch bleibt die Rendite am Portfolio mehr stabil, ohne starke Fluktuationen am Investmentportfolio. Drittens geht die Rendite verloren, weil manche Firmen auf den Exklusionslisten ganz gut aufgeschnitten haben, gerade weil sie Geschäfte machen, die für die Ökonomie wichtig sind. Ich denke da an Nuklearindustrie, mehr und Rüstungsindustrie. Rheinmetall ist von 100 auf 600 hochgegangen, Rolls-Royce von 100 auf 400. Die ganzen Profite kriegt also Pensionsfonds nicht mit.
Viertens, der Investmentmanager kann sich nicht mehr auf sein Core Business fokussieren, mehr auf die Erfüllung von politischen Zielen, das in der Gruft auch als freie Marktwirtschaft. Mit die ESG-Kriterien bringen auch nicht das, was sie versprechen, Herr Bausch. Erstens können zum Phänomen von Greenwashing viel holen die ESG-Kriterien nicht seriös, aber sie sagen, das ist das, was Politik als forciert zu machen, das macht keinen Sinn, wir müssen nicht mitspielen. Viele Firmen machen den Exerzice mit, für einen guten Nutzen zu kriegen, und drehen alles so, für das es gut ausgesät. Zweitens sind die Kriterien DAX von der Realität weg. Denn Elon Musk hat sich kürzlich aufgeregt, dass Tesla einen niedrigen ESG-Score hat, mit mehr Innovation für ein E-Auto gemacht hat, wie alle anderen Firmen zusammen. Drittens gehen die ESG-Kriterien immer mehr für politische Zwecke gebraucht. Ein gutes Beispiel ist Nuklearenergie. Nun EU-Richtlinien als Nuklearenergie klimafreundlich. Mit manche Parteien wollen wir den Pensionsfonds Nuklearindustrie schwächen, obwohl es gute Argumente gibt, dass sie klimafreundlich ist. Wir möchten am meisten steuern als einen kompletten Widerspruch mit der politischen Realität. Komm, wir gucken uns mal an, was für Firmen auf der Liste sind, an denen investiert darf gehen. Rheinmetall, Dassault, Airbus, Rolls-Royce. Wir so diese schlechten Firmen an die Zehntausende Leute, die da schaffen, dass sie moralisch korrupt für moralisch korrupte Firmen schaffen. Wir erst erst, Gott sei Dank existieren die Firmen. Sie garantieren als Freiheit an Europa. Durch Waffenlieferungen an die Ukraine für die Verteidigung sind als Reserven niedrig. An die Firmen sehen nicht gut aus mit dieser militärischen Stärke. Rheinmetall liefert Deutsch Panzern für den Gepard. Für kurzem hat Deutschland einen engen Partner von uns sie gefordert, für 150 mm Artillerie für 8,5 Milliarden Euro zu produzieren. Das so liefert Frankreich einen engen Partner von uns 42 neue Rafale Fighter Jets. Hallo könnte Clou. Airbus. Herr Weit, ich erlaube, dass Herr Baum mir eine Frage stellt. Ja, okay, dann. Merci, Herr Präsident, merci auch Herr Weid. Ich bin ganz interessiert und überrascht nur gelauscht, dass verstehe ich das richtig, dass die Position vom ADR daran besteht, der Ukraine Waffen zu liefern? Das ist neu. Nee, es geht einfach konsistent. Ich meine, alle Parteien sagen, sie sollen Waffen liefern, mehr auf der anderen Seite bekommt nicht nur drauf, dass ein Investmentfonds aber nicht der, wenn die Rüstungsfirmen in das investieren. Das möchte einfach keinen Sinn. Und darauf will ich kommen. Das ist mein Punkt. Airbus als Militär, also wir haben 2020 einen Airbus A405 gekauft. Wir sagen also als ein Pensionsfonds, dass die Firmen moralisch korrupt sind, dass wir auf keinen Fall an die investieren dürfen. Da kaufen wir aber einen großen Airbus von hinten. Das macht keinen Sinn. Dafür stellen wir eine Motion, dass das Firmen, die absolut wichtig sind für die Sicherheit hier in Europa, rauszuholen aus der Liste. Wenn die echt mengt für militärisch stark wie von Putin seinem Russland zu stehen, dann muss die auch die Firmen an hier Mitarbeiter respektieren und aus der Liste rausholen. Für zu resümieren, der Pensionskompensationsfonds soll frei sein von politischen Zielen, er soll nur rationale Kriterien von der Maximisierung von der Rendite schaffen. Und es sind Bürger, den Bürger suchen, seine Pension als seine Zukunft. Dafür stellen wir auch eine zweite Motion, an der wir den Bürger die Leute, die all der hart schaffen, an unserem Pensionssystem abzahlen, dass sie selber entscheiden können, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Die Regierung soll ein Propos ausschaffen für ein Opt-out aus den ESG-Kriterien. Es sind die Leute hier suchen, nicht suchen, gibt den Leuten Freiheit, für ihr hier finanziell Leben und Zukunft selber zu entscheiden. Merci.